Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Wir machen auch gleich weiter mit der Schloss-Erkundungstour. Und jetzt erstmal hier rein. Da ist auch noch was Großes. Der König nutzt es aus, dass die Prinzessin nicht sprechen kann. Vorsicht, wenn der König hört, lässt er Gulasch aus dir machen. Niemand weiß, wer der zukünftige Mann der Prinzessin sein wird. Glaubst du also, der König will seine Krone einem Fremden vererben? Ich meine, es muss etwas passieren. Ich denke nur logisch. Psst. Ja, und schon gehen sie alle auseinander. Und als Dank petzen wir uns hier nochmal das Zeichrei. Das ist sehr nett, dass ihr für mich gekocht habt. Bitte? Oh nein, ich habe nichts Schlechtes über den König gesagt. Natürlich nicht, ich habe auch nichts gehört, Mädel. Keine Angst, das scheint ja ein ganz reizender Kerl zu sein, der König. Du gefällst mir, es sei mein. Vergiss die Prinzessin. Sie ist nicht die Tochter des Königs, sondern nur eine Waise. Oh, so ist es also. Ja, danke für deinen Tipp. Obwohl man das ja auch schon mal gehört hat, dass er eigentlich aus Skandinavien stammt. In diesem Topf koche ich das Essen für alle Schlossbewohner. Na dann. Aha, hier sind wir im Lager und im Lager findet sich immer irgendwas Interessantes, zum Beispiel in der hintersten Ecke, wo sie einen Kristall verstecken. Jetzt ist er meiner. Ach ja, und das Essen ist auch wieder noch gereicht worden, finde ich auch sehr gut. Von der französischen Küche kann ich definitiv nicht genug kriegen, deswegen petze ich mir jetzt mal die Äpfel rein und was auch immer das hier ist, aber es sieht lecker aus. So, Dankeschön, Mädels. Jetzt haben wir uns im EG, glaube ich, soweit umgeguckt, bis auf hier, genau. Au, wieder gegen die Wand gerannt, das tut weh, sowas. Und was ist denn hier? Hui, also, euer durchlaucht Belieben zu protzen. Ach du liebe Zeit. Jede Menge unnötige Sache hier. Äpfel. Dankeschön. Und was ist mit dir? Das ist ein Gästezimmer. Das Zimmer, in dem sich die möglichen Bräutigame vorstellen, ist oben. Okay. Alles klar. Und hier? Vor einiger Zeit übernachtet hier ein hübscher Mann mit langem Haar. Der König sprach lange mit ihm. Er sah aus wie ein Prinz. Ach Gott. Das wird ja schon so ein Prinz Charming-Verschnitt gewesen sein, aber ich glaube, ich weiß, wenn sie meint. Und hier Bücherei. Bibliothekar. Was willst du? Tolle Bibliothek. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Du beweist guten Geschmack. Das ist so ein Halbhälzer, Halbfranzos, ne? Und hier liegt noch eine Bibel oder was auf dem Tisch. Es hat zumindest ein Kreuz drauf. Davor halten wir uns lieber auch mal fern, bevor wir in Flamme aufgehen, weil wir das Ding berühren. Hier gibt es aber auch nichts so weiter Interessantes mit den Stockwerken noch offen. Das machen wir nämlich anders mit den Stockwerken. Da gehen wir nämlich hier die Treppe hoch. Und arbeiten uns jetzt von links nach rechts. Erster Stock. Ist ja alles wunderschön hier. Nee, das bringt uns leider überhaupt nichts. Durch den anderen Bereich kommen wir auf jeden Fall auch noch. Durch die Bücherei und so. Wo es noch overgeht. Ja, die sind alle wieder sehr busy und auf Wache. Du bist auch ein Kandidat. Hier entlang. Du bist ein Hochzeitskandidat. Ja. Ja, genau so. Sag mal, ist die Prinzessin eine hübsche Maus? Natürlich. Sei still. Warte im rechten Zimmer, bis man dich ruft. Okay. Blödi, das ist das linke Zimmer. Du weißt doch, wo rechts ist, oder? Das muss einfach sein. Ach ja, was ist mit euch hier? Wenn ich der Mann der Prinzessin werde, habe ich ausgesorgt. Ja, darum geht's wahrscheinlich den 3 Brüder hier. Ich verliere nie, wenn es auf Art kommt. Oh. Ihr. Und du? Ist die Prinzessin hübsch? Ich hoffe es. Ja, das ist dann hier der Märchenprinz hier, ne, mit seiner langen Haar. Ein Schnorres wie der Händler in Loire hat er zwar nicht, aber es ist auch so ein blauhaarischer Simpsons-Millhouse-Verschnitt. Ey, Kleiner, du willst der Gemahl von der Prinzessin werden? Hübsch. Buh, hör ich mir mal gut zu. Du bist weder stark, noch klug, noch gut aussehend. Keine Chance. Bitte? Du Mensch, also du bist perfekt? Roy heißt er. Genau. Guck nicht so böse, steht er einfach nicht. Ich bin Roy. Die Prinzessin ist mir eigentlich egal, aber ich liebe ihr Geld.
Gegen mich bist du chancenlos, Hose Matz. Mit den goldenen Aaren hast du gute Chancen. Du bist der Erste, der sich der Prinzessin vorstellt. Tritt ein. Alles klar, mach ich doch. Mach ich doch direkt, mein Freund. Und da gehen wir mal rein. Das sind überall so alte Schnarchsäcke noch. Seine königliche Majestät, der König. Benimm dich. Und du? Seine königliche Majestät, der König. Benimm dich. Okay, und du hier? Seine königliche Majestät, der König. Benimm dich. Okay. Und du hier? Seine königliche Majestät, der König, benimm dich. Okay, ist ja gut, Näselmann. Mach es zuerst, dem König und Prinzessin Melina der Aufwartung. Okay. Willkommen. Der Diener erklärt dir die Regeln. Ich hoffe auf dich für die Prinzessin und unser Land. Na dann, hallo. Du kommst mir aber ganz schön bekannt vor, Mädel. Prinzessin Melina? Sieht aus wie die Melina, die ich gekannt habe. Sogar der Name ist dasselbe. Was geht denn hier ab? Was? Sie ignoriert mich? Himmel. Nicht wie meine Melina. Zicke, Zicke, Zicke. Zicke. Ah, du bist ja. Die Prinzessin ist zu bemitleiden. Hilfe, wenn du kannst. Wie nett, dass er das so direkt neben dran sagt. Aber okay, der Diener erklärt die Regler. Der Bräutigam der Prinzessin wird nach folgenden Regeln ausgewählt. Der zukünftige Ehemann sollte vom Alter her zur Prinzessin passen. Ein schockierendes Ereignis ließ die Stimme der Prinzessin verstummen. Der König ist darüber sehr, sehr traurig. Derjenige, der die Prinzessin eilt, soll ihr Ehemann werden. Um die Prinzessin zu eilen, ist jeder Vorschlag willkommen. Allen Kandidaten steht eine gewisse Zeit zu, ein Eilmittel zu finden. Verstanden? Ja, naja. Ich soll also Mittel gegen die Stummheit von der Prinzessin finden. Genau. Wenn du etwas entdeckst, gib sofort Bescheid. Okay. Orchidee? Nö, die will sie anscheinend nicht. Oh Gott, stier mich nicht so an, du König. Ich hoffe auf dich, blablabla. Alles klar. Okay. So, dann machen wir das doch. Also nichts wie raus hier. Und, jo. Wir wissen jetzt soweit, dass wir irgendein Mittel finden sollen. Und dass er aus Stockholm kommt. Und Orchidee helfen ihr nicht. Aber. Nee, Moment. Das mache ich jetzt noch nicht. Wir merken uns aber das stumme Mädel in Richtung Osten bei der Nomade. Da hilft die Orchidee nämlich, aber wir merken uns das für später, bis wir an einem Punkt sind, wo wir noch was anderes zu dem Ereignis gefunden haben. Das würde ich ganz gern in Zusammenhang machen und nicht so zusammenhanglos, dass es dann hier ist, erinnere euch. Das ist nämlich etwas doof. Das machen wir auf jeden Fall mit Zusammenhang. Molly. Hi, Molly. Ha? Ich weiß alles über den Wald. Die Leute nennen mich Molly. Im Mooswald im Osten findest du Pilze für medizinische Zwecke. Im Schatten von den Bäumen sind sie gar nicht so einfach zu finden. Danke, Chef, war der Tipp. Und wir erinnern uns auch an den Puncher in Loire, der Schlaftrunk mischt, ne? Dafür gehen wir erstmal hier in den Mooswe. Warum auch immer das Alt nicht hat hinten dran stehen können. Ich werde es nie erfahren. Aber wir sehen jetzt, dass wir Graui-Spur hinter uns herziehen. Und ich habe den am Anfang auch nicht gefunden, aber da ist er. Argeheld Steinpilz. Geil. So. Jetzt haben wir, was wir erstmal brauchen. Oh. Wieder gegen den Baum gerannt. Ich glaube, hier gibt es sonst nichts anderes mehr, ne? Nee, im Mooswe... Ah doch, da gibt's noch was. Argeheld, die Götterknolle. Okay, im Mooswe haben wir jetzt aber alles gefunden, was wir brauchen. Nur Scandia. Entschuldigung, das musste jetzt einfach so sein. Hi Roy. Wo gehst du denn hier? Doch nicht etwa in den Wald? Hast schon von den bösen Bewohner vom Wald gehört? Ich bewundere deinen Mut, aber geh besser nicht weiter. Der Wald ist ein großes Labyrinth.
Viele sind nie wieder aus dem Wald zurückgekehrt. Außer man besitzt einen nützlichen Gegenstand, der den Weg zeigt. Okay, um den kümmern wir uns auf jeden Fall auch noch um den nützlichen Gegenstand. Aber ich mag jetzt zwar was anderes erstmal kurz in den Norfesterwald reingehen. So, und zwar für den hier. Agerheld Kettenhemd. Den hätten wir sonst beim Schnorres zu sehr teure Preise kaufen müssen. Und hier kriegen wir ihn gratis. Deswegen mache ich das jetzt schon. Die Bekleidung der Soldaten. Jetzt ziehen wir mal das Mönchsgewand aus und sind hier von Lhasa willkommen im Mittelalter. Jetzt tragen wir auch ganz traditionell Kettenhemd. Okay. So, mehr will ich auch erstmal nicht im Norfesterwald. Der kommt noch früh genug auf jeden Fall. Ach ja, Skandinavien ist auch natürlich sehr abgespeckt dargestellt, muss man dazu sagen. Und England schon drüber ist auch in einer relativ abgespeckten Variante nur vertreten. Jetzt gehen wir aber erstmal dorthin. Bum bam bam bum bam bi ba bu bum. So, aber was ich auch noch, wie gesagt, nochmal zum Beweis zeigen wollte, war auf Schnorres. Schnorres? Aufwacher. So, da hätten wir es, wie gesagt, nochmal. Die Bekleidung der Soldaten hätte sonst 1280 Taler gekostet. Das wäre schon echt ein Sümmchen gewesen. Das kann man sich definitiv sparen. So, Delle. Und jetzt mag ich nochmal zu einem Hansel reingehen. Und gehen mal rein in meine Truhe. Ich meine, normale Beitel kann man sich davor jetzt zwar nicht nehmen, aber egal. Wir nehmen jetzt statt Sakralsiegel mal den Steinpilz. Und ich mag Steinpilze, die sind saumäßig lecker. Okay. Hi. Ja, das ist sehr bekannt, schon klar. Und jetzt... Oh mein Gott, dieser Steinpilz. Ich selbst konnte bisher noch gar nicht finden. Wie sind mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Natürlich werde ich dir etwas anderes dafür geben. Ja, nimm doch mal hin bitte Zimmer mit dem Pilz. Natürlich kannst du, aber ich bin doch nett. Arg, gib der Sternpilz weiter. Danke, das wird allen schlaflose, ruhige Nächte bescheren. Zum Dank brauche ich dir einen tollen Schlaftrunk. Da die Zubereitung etwas Zeit in Anspruch nimmt, kommt auch später wieder. Okay. Nehmen wir mal zu A und erstmal geht's ratze, die Sache. Dum 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 dum. Blam. Ich stehe aber eigentlich lieber in dem linken Zimmer schlafen, weil dort sehen die Goldfische auf dem Tisch noch aktiv aus, während meine irgendwie nur so braun und leblos sind. Und außerdem ist dort noch ein Hund, der mich bewacht. Das hätte ich eigentlich auch ganz gern. Hallo? Danke für deine Geduld. Hier ist dein Schlaftrank. Sogar ein ausgewachsener Büffel fällt sofort in tiefen Schlaf. Damit könntest du alle Bewohner des Schlosses in Tiefschlaf versetzen. Geh bitte äußerst behutsam damit um und setz ihn richtig ein. Erhält den Schlaftrunk. Ja, so Barbierle mit dem Pulver drin. Blaues Pulver, wie er das auch immer mit Steinpilze zusammengekriegt hat. Frochen mich nicht, ich bin kein Fantasy-Apotheker. Aber das Ding ist jetzt etwas, was wir definitiv noch gut gebrauchen werden. Ausgerischt. Südler. Jetzt geht's nämlich wieder zurück gen Schloss. Und, ach ja, was ich auch noch zeigen wollte, bevor ich das mache. Du geht's ja auch noch weiter sehen, ne? Aber du ist Zoll. So. Hallo. Wo bist du denn hin? Ohne Erlaubnis kann sie nicht passieren. Oh. Also in das Gebiet kommen wir sowieso nicht rein. Da ist noch so ein Zöllner. Hallo. Hinter dem Zoll befindet sich ein Land, das sich Spanien nennt. Ich hörte, die Burg wurde von einer grausamen Unholden überfallen. So rum. Das wird auf jeden Fall auch noch was Wichtiges sein. Aber wir müssen erstmal die Sache mit Loire und Umgebung regeln, bevor wir noch Spanien weiterziehen können. Aber, wie gesagt, zuerst in die Französischburg und dann in die Spanischburg. Die Spanischburg wird aber auf jeden Fall noch eine ziemlich üble Geschichte. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Boah, mir kraut's jetzt schon davor, vor allem, weil ich immer noch nicht das richtige Level habe. Und jetzt warten wir, bis die Tussi weg ist. Arg füllt der Schlaftrunk in der Top. Das ist nicht fertig. Ich bin beschäftigt. Geh jetzt bitte. Okay. Weil dann gibt es jetzt Nam Nam. Und was passiert bei Nam Nam? Die Leute. Trommelwirbel. Schlafen! Okay. Jetzt nutzen wir auf jeden Fall mal aus, dass das Schloss am Penne ist. Und wir gehen erstmal noch zu jemand anderem hier und machen was Optionales.
Ich finde es auch so geil, wie diese Rotzbläschen aus der Nase dort dargestellt sind. Sehr cool gemacht. Okay, die schnarchen alle. Ist ja ein sehr häufiges Phänomen, wenn die Leute am Schnarchen sind, ne? Alle Ware sind noch im Essen aus irgendeinem Grund eingeschlafen. Hey du, dir ist mal ein kleiner Gefallen, du. Mach doch bitte die Därfer mich auf mit dem Schlüssel von der Wach. Was Menschen? Kein Problem, Mann. Ich soll also der Wache der Schlüssel mopsen. Ja, jetzt dummel dich. Ich zähle auf dich. Okay. Na bitte, das muss der Schlüssel zum Kerker sein. Und was das für ein Riesen-Oschi ist, der Schlüssel. Manometer. Okay, Arke hält Kerkerschlüssel. Das macht dem ja nichts aus, während der am Penne ist. Und so schnell wachen die auf jeden Fall nicht auf. Genau. So schnell wachen die definitiv nicht auf. Und jetzt machen wir hier. Zack. Ark benutzte Kellerschlüssel. Oder Kerkerschlüssel. Okay, Kumpel, du bist frei. Oh, danke, Bruder. Ich schulde dir was. Zum Dank verrate ich da, wo die Schätze vom König versteckelt sind. Im Schlafzimmer vom König befindet sich ein Geheimdienst. Dort dahinter befindet sich noch ein wertvolles Relikt. Hol's da! Alles klar, danke, Kumpel. Sehr gut, jetzt haben wir dem auch noch zur Flucht verholfen. Der Gegenstand ist jetzt auch erstmal fort. Aber das macht nichts. Kerkerschlüssel war ja nur für einmal zu verwenden. Okay, prima. Jetzt heißt der Rob Wood haben wir jetzt auch noch befreit. Also eine gute Tat am Tag muss auf jeden Fall sein. Und jetzt müssen wir zu der Gemächer von König und Prinzessin. Und da kommen wir halt nur über den Gang hier. Weil im ersten Stockwerk sind wir sonst in einem anderen Bereich, wo nicht so viel geht. Und da kommen wir in den zweiten Stock. Die pennt ach. Okay. Ups. Das stand übrigens auch dort. Hups. Oh. Wenn das nicht die Prinzessin ist. Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Anna. Zickenalarm. Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Hau ab. Sie sieht aus wie die Melina, aber sie benimmt sich anders. Okay, Fluffy hat es natürlich mal wieder voll auf den Punkt gebracht. Aber da sieht es nicht anders aus als auf der anderen Seite. Von daher verpassen wir da auch nichts. Und da habe ich am Anfang auch überlegen müssen als Kind, Hilfe, Scheiße, da ist ein Wächter. Aber im schlafenden Zustand lassen sich die Kerle da munter rumschieben. Wie wir Bock drauf haben. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. Und da ist Melinas Zimmer. Echt was? Dafür, dass die so wiech zu uns war, darfst du gerade hier in Scherbe pennen. Das hast du davor, wenn du so arrogant bist, so Leute, die dir nur helfen wollen, Mädel. Zack. So. Aber wir wollen was anderes haben. Wir wollen's klingen, Glöckchen, klingelingeling. So. Was ist mit dir, Herr König? Berühr die Statue nicht. Okay, schmeißen wir dich auch mal ab. Okay, der pennt wirklich tief und fest. Berühr die Statue nicht, natürlich, das würde ich ja nie im Traum dran denken. Ich schieb sie ja auch und berühre sie nicht nur. Und jetzt gehen wir in der Turmreihe. Da finden wir natürlich jetzt nichts Großartiges in den kleinen Zwischenstockwerke. Nur in der obersten Kammer ein Kristall und Ark erhält die Hermesglocke. Jawohl. Und die brauchen wir. Das hat uns ja auch der Louis schon gesagt, dass man mit der Hermesglocke in der Lage ist, in Skandinavien Stockholm zu finden. Und ich finde, Stockholm bedarf keinerlei Erklärung, was dort in der Realität eigentlich gemeint ist. Okay, jetzt sind wir wieder aus dem Türmchen draus. Schiebt es von sich aus schon fort. Und? Das hat immer noch selber. Okay. Hätte ich irgendwie witzig gefunden, wenn er jetzt was anderes Sache tät. Okidokidi. Jetzt haben wir hier alles im Schloss, was wir brauchen. Und wir wollen in den Norfesterwald gehen. Weil in den Norfesterwald müssen wir, um nach Stockholm zu kommen. Und die Prinzessin stammt ja aus Stockholm. Und wir wollen mal gucken, ob wir da nicht irgendwas finden, was die Frau wieder zum Lachen bringen kann. Oder zum Retten bringen kann. Ich sehe nicht, wie sie retten muss. Ob sie lachen soll, ob sie greinen soll. Das wurde nicht gesagt. Alles sei erlaubt. Okay. Jetzt haben wir soweit auch alles.
Ich mag da aber jetzt trotzdem noch mal ganz kurz reingucken. Achtung. Ja, die ratzen immer noch. Okay, ich hätte gedacht, wenn man wieder das Gebiet betritt, dann sind die live wieder wach. Habe ich mich wohl anscheinend geirrt. Aber bevor wir in den Norvester-Wald reinwackeln, würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall nochmal speichern sollten. Und das gehen wir dann morgen an. Södele. Peng. Okay. Bei Lucien sind wir jetzt wieder. Und was ich auch noch sagen wollte, der Kamin ist ja auch cool gemacht. Also für die Verhältnisse von 95, 96 ist die Flamme-Animation doch schon ziemlich geil. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, haben wieder gespeichert. Und ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder. Dann gehen wir in den Norvesterwald. Also machen's gut und bis morgen. Eiern Yankee.